Gletscherschicht. Terrainhärte 3. Sieht gar nicht nach Gletscherschicht aus, oder? Unterebene 502. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit dem heißen Donkey Kong Bonanza. Wir sind wahrlich in der Gletscherschicht. Allerdings ist die ziemlich heiß, wie man gerade sieht. Und da sollen wir uns drum kümmern. Dann machen wir das mal. Komm mal her. Oh, hopp. Da drin ist es sengend heiß. Vorsichtig, Kay. Okay. Dann gehen wir uns mal ganz cool reinstürzen hier. Oh, das sieht nach Lava aus. Ist das eine gute Idee? Das sieht nach Endkampf aus. Das sieht gar nicht gut aus. Moment. Ach, das ist so ein Rollvieh. Ich nenne es Rollvieh. Hey, Rollvieh. Entflammonit. Nein, du heißt Rollvieh. Habe ich gerade so. Er ist zu heiß. Wie kommen wir an ihn ran? Ja, mit so Eisdinger. Weiß nicht, vielleicht so? Ich weiß es nicht. Moment. Ah! So. Na, warte. Komm mal her. Da ist er doch. Bleib stehen. Ach so, pass auf. Nein. Das funktioniert nicht. Also okay, ich weiß, was er von mir will, ne? Glaube ich. So. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich nehme jetzt das und schmeiße es auf und drauf. Okay. Au! Ja. Da ist er. Ich bin hinterher. Wo ist er? Ernsthaft jetzt, wo ist er? Ja, aua. Mach mir doch nicht weh. Mann, das ist nicht gut. Geh weg. Okay. X-Zebra-Affe. Nein! Das wird nix, also das... Okay. Das Problem ist... dass ich hier weg muss. Nein, geh weg! Kann ich nicht leiden. Ich muss mal hier aus dem Eck da raus. Also der rollt da jetzt irgendwie. So, jetzt pass auf, Folgendes. Ich renne dem jetzt halt so hinterher. Einfach so, ohne zu hauen. Jetzt hau ich ihn. Und jetzt will ich den Affe sein. Wo ist er denn? Ist er schon wieder weg? So, also das Problem scheint irgendwie zu sein. Ach komm. Ich lasse den jetzt ein paar Mal irgendwo wetterrollen und dann ist gut. Guck. So, jetzt liegt er da. Ich mach den Donkey Kong. Ich sehe nicht wohin, aber ich mach den Donkey Kong. Da ist er doch. Jetzt verwandle ich mich ins Zebra. Ja, hat gereicht. Okay. Nein. Habe ich locker hingekriegt. Da gab es gar kein Problem, gab es da nicht. Okay, pass auf. Ich erkläre euch, wie ich denke, dass der Kampf funktioniert hat. So im Nachhinein. Also der rollt 2-3 Mal hin und her und dann fällt ihm ein Eisklumpen auf den Kopf. Okay? Soweit, so richtig. Denke ich. Und dann liegt er als feste Schneekugel, als feste Steinkugel auf dem Boden. Da haust du dann drauf rum, bis das Goldene rauskommt. Okay? Und dann haut er über diese Eisstraßen ab. Und da musste dann das Zebra sein. Das Problem ist, wenn du zuhaust als Zebra, fällst du durch dieses Eisding runter. Und das habe ich halt am Anfang nicht geschnallt.
Ich habe halt einfach gekloppt und bin dann dauernd runtergefallen. War nicht cool. So, haben wir den erstmal platt. Und deshalb bin ich ihn dann einfach nur nachgerannt und dann mussten halt nochmal treffen und das ist... Grenzt ja an Arbeit. Das geht ja gar nicht. So. Oh, jetzt tanzen wieder. Ich keine Ahnung. Okay. Hey, was soll ich machen? Der Tanz ist halt cool. Juhu. Ach, guck mal, haben wir die Schicht jetzt auch schon fertig? Ernsthaft? Ja, okay, komm, dann kaufen wir noch ein bisschen was. Willkommen im Style Shop, ja, ja. Was haben wir denn eigentlich? 11 Fossilien immerhin. Da kriege ich, glaube ich, noch eine neue Farbe. Nee, habe ich schon. Doch, blau. Blauer Affe? Hey, habe ich das nicht? Doch, habe ich, glaube ich. Achso, wenn man es nochmal kauft, wird es besser. Schaden durch Eiswasser werden wir jetzt halt nicht brauchen, aber ich kann ja mit den Fossilien eh nichts anfangen, also kaufe ich mir natürlich... so. Was mache ich denn mit den anderen Fossilien? Weißt du, ich habe so ein T-Rex-Skelett und so. Ich weiß gar nicht, was ich damit mache. Ah. Ach so. Da kann ich das Dingens aufwerten, wenn ich da noch eins hätte. Okay, habe ich nicht. Tja. Nee, ich will die Klamotten eigentlich nicht wechseln, oder? Will ich die Klamotten wechseln? Ja, doch. Also diese Kongalala-Farbe da ist jetzt vielleicht doch nicht so das Wahre. Habe ich gerade beschlossen. Zuckerwatte rosa. Eisbombenblau. Abendrot. Blattgrün. Oh, ich habe schon grün. Wusste ich gar nicht. Also das da und das da ist gar nicht mal so weit entfernt. So, Eisbombenblaues Fell. Ich bleib beim Naturfell. Ja, coole Sache. Und du kriegst auch wieder, was macht die? Zebra-Bananza, Kong-Bananza. Ja, bleib mal wieder bei deinem normalen Outfit. Muss ja auch mal sein, ne? So, die Hose lasse ich mal noch an. Die sieht lustig aus. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ja, jetzt habe ich wieder kalt. Das ist natürlich dumm. Gehen wir nochmal speichern. Also ich könnte hier jetzt nochmal hochgehen, ne? Ja, nee, ist schon in Ordnung. Ich will ja mal ein bisschen Progress machen, weißt du? Kann ich ja immer wieder zurückgehen. Wenn ich jetzt hingehe und Poppycong, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Wenn ich jetzt hingehe und ewig noch Bananen suche, das ist ja auch irgendwie, naja. Das war gleichzeitig zu kalt und zu heiß. Ja, das stimmt. Und der Kampf mit Poppy war auch nicht ohne. Aber mit Bananza-Kampf kein Problem. So, ich versuche hier irgendwie was Goldiges zu finden, aber irgendwie findet man hier nichts. Doch, da ist was Bombiges, guck. So. Zack, weg mit dir. Du auch, mitten durch da dran. Hier gabelt sich der Weg. Da sagt mir das keiner. Bin ich jetzt noch nicht unten? Junge, wie tief komme ich denn da? Kann ich da rein? Nee. Da kommt lila. Oh, ist das... Ah, nee. Au. Ich wollte gerade sagen, das kriege ich nicht hin. Naja. So. Ja. Das kriege ich gerade noch so hin. So, also, wo sind wir denn jetzt? Knotenpunkt. Terrainhärte 3. Was ist denn das da unten? Unterebene 700. Jetzt geht's aber rund hier, oder? Gletscherpfad. Nicht sehr gletscherisch aus. Überall das blöde Metall. Oh, es reimt sich. Naja, komm, die Bananchen nehme ich natürlich mit. Gibt immerhin einen Dingenspunkt. Ein Fertigkeitspunkt. So, jetzt haben wir 3. Da kannst du schon was mit anfangen. Da könnten wir zum Beispiel... Was ist denn das hier? Drehkracher. Das kostet immer nur... das musst du nur einmal kaufen. Das kostet auch nur 2 Punkte. Was haben wir denn hier noch? Kong-Rüstung. Brocksurfen, das habe ich ja, dass ich übers Wasser surfen kann. Und
Achso, da lösen sich die Brocken weniger schnell auf. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber ich habe ja gesagt, ich brauche das hier. Aber unbedingt brauche ich das hier. So, jetzt haben wir leider keine Punkte mehr. Naja. Das gibt's doch nicht. Ja, also hier, das könnte ein ziemlich einsames Level werden, ganz im Ernst. Mit diesem Feuerzeug. Okay, ja, aber das ist ein trauriges Level hier. Das ist ein gar sehr trauriges Level. Also ja, einfach hochgehen. Ich hab gerade überlegt, ja, wie soll ich denn da hinkommen, ne? Ja, einfach hochgehen. Hopp, komm her. Hallo. Oh, ihr habt euch also in Sicherheit bringen können. Zum Glück. Hier gab es mal eine Brücke, aber sie ist unter dem Gewicht von diesem furchtbaren lila Belag gesunken. Ah. Wenn dieses komische Ding da weg wäre, würde sicher auch die Brücke wieder aufsteigen. Wo ist denn dieses komische Ding da? Da unten oder was? Es scheint gerade so. Dann gehen wir halt mal da gucken, oder? Da komme ich doch aber her. So. Was lacht er denn? Die streichelt mir den Kopf. Die macht mich strubbelig. Pass auf. Achso, einfach da runtergehen. Aha. Was ist denn hier los? Ich glaube, es hackt. Was ist denn hier los? Da zielt was auf uns. So, jetzt nimmer, oder? So. So, mach das Dingens da weg. Das nervt. Okay, es ist also noch grundsätzlich eine Eiswelt. Das war gut zu wissen hier. Wir sind frei. Uah. Moment. Uah. Bleib mal. Ja, ist schon gut so, wie es ist. So, ich muss Zebra machen. Ich muss Zebra machen, weil hier... Oh, Banana. Ja. Ich muss Zebra machen, weil hier Eis ist. Na, Eis habe ich ja mal gar keinen Bock drauf, ne? So, jetzt gehen wir natürlich wieder nach oben. Und wie Sie sehen, sehen Sie hier eine Kiste. Zebra, Bara. Hallo. Das hat sich gar nicht gut angefühlt. Was denn? Achso, das vereist sein wahrscheinlich. Moment. Da oben ist ja noch was. Guck mal, da ist ein Zebraschnee. Ah, guck mal da, ein Zebraschneemann mit einem Schweif. Einem bananigen Schweif. Oh, Banana. So. Ja, ja, kalt. Jetzt hat das Zebra noch irgendwas? Nee. Hab gedacht, hat noch irgendwie... So. Wie trostlos. Irgendwie trostlos hier. Man kann sich ja durch dieses Klatschen hier in der Umgebung anzeigen lassen, wo noch Items sind. Also kriegst du ja Bananen und sowas angezeigt. Kann man auch aufpowern. Habe ich aber nicht gemacht. Aus Gründen. Nee, extra. Also wirklich. Einfach weil ich habe keinen Bock, dass das Spiel zu leicht wird. Du findest hier an jeder Stelle Bananen. Und dann dachte ich mir, nö, da spare ich mir die Punkte. Warum bewegt es sich nicht? Wo ist denn da das Fahrzeug von Void? Gebracht, wo ihr hintretet. An die Banane tretet. Oh. Punkt. Jawohl. Brauchen wir aber nicht. Hab ja nur einen. So. Erstmal speichern. Das sagt doch was. Oh, der ist auch gedingst. Achso. Erstmal lesen. Chronisten-Reisetagebuch, Kapitel 12. Die zwei Pfade haben sich wieder zu einem vereint. Die erdigen Aromen des Walds und die frischen Winde der schneebedeckten Gipfel erfüllen unser Herz mit Freude. Während wir dies schreiben, singen wir unser Glück in die Welt hinaus. Das sieht irgendwie gar nicht so glücklich aus. Achso, das kriege ich nicht weg, das muss der da wegmachen. Ja, mach mal hin, reiß ab und mach niemals schlapp. Mach platt. 9.999, spinnst du? So viel? Also ja, ich hab genug, aber es geht hier ums Prinzip. So, da müssen wir jetzt natürlich rein. Auf in den
Also bestimmt ein Zeitkampf. Das ist immer ein Zeitkampf. Knotenpunkt-Zeitkampf gegen Krokoide. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen müssen. Achso, komm her. Komm. Schieß doch. Au, das ist nicht genug. Achso, das ist das Problem. Komm her. Ja, mach ich. Und gleich auf den anderen geschossen. Das ist ja immer genial, oder? So, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Komm her. Noch einer, komm. Schieß doch. Schieß schneller. Junge, du bist zu langsam. Echt jetzt. Sag mal, kannst du nicht schneller schießen? Also das Ding ist halt einfach, wir müssen... Also nochmal. Ja. Aber das ist ja dumm, oder? Ich meine, da kann ich ja nichts dafür. So, wenn der so langsam schießt. Kriegst du vielleicht hin, dass er alle zwei trifft? Nee. Ey, echt jetzt, das dauert... Ach so, wie? Moment, ich krieg meine Energie nicht aufgefüllt? Ernsthaft jetzt? Was ist denn das für eine Kacke? Ich krieg meine Energie nicht aufgefüllt? Nö, da renne ich jetzt mit einem Apfel hier rum, einem Herz oder so. Nee, das ist ja dumm. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, ey, wenn der so langsam schießt, kann ich doch nichts für. Nö. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder volle Energie. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Da, guck. Komm her, bau mir ein Häuselein. So, das ist eine gute Idee, dankeschön. Das kann ich gebrauchen. Naja. Unter freiem Himmel oder was? Naja. So, was willst du? Ah. Der Teleportgong ist sehr begehrt, zum Glück blieb er unversehrt. Da der Teleportgong nicht mit diesem lila Belag verklebt ist, kann man ihn immer noch verwenden. Schlag ihn doch mal, um den Teleportal zu rufen. So könnt ihr in andere Schichten reisen. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke, das will ich aber nicht. Ich will das da haben. Moment. Okay, komm. So, was gibt's hier? Wohl jetzt zu dieser riesigen Dreckschleuder da hinten? Achso. Diese komischen Dinger haben die Brücke mit lila Belag bedeckt. Sie war dann so schwer, dass sie abgesackt ist. Wenn der Belag weg wäre, sollte der fehlende Teil der Brücke auch wieder aufsteigen. Okay, das habe ich mir schon so halb gedacht. Was hast du zu sagen? Ding. Seht ihr dieses Ding da? Wegen dem kommen wir nicht mehr auf die andere Seite. Ja, aber wie soll ich da hinkommen? Ah, per Teleportgong. Aha, lasst euch zuerst vom Gong zurück zur Weggabelung bringen und von dort nehmt ihr den Weg zur Waldschicht. Ach so. Das ist ja intelligent. Nimm mal ein bisschen Geld her hier. Das ist ja intelligent. Was ist denn, wieso ist denn da? Und was sagst du so? Wir haben mit eigenen Augen gesehen, doch wir können es immer noch kaum fassen. Von oben kam eine Art riesige Dreckschleuder reingeflogen und stand plötzlich einfach still. Dann kam eine lärmige kleine Kreatur herausgeschwebt. Wir wollten Hallo sagen, aber diese zwei Dinge haben uns sofort mit einem harten Belag überzogen. Das kenne ich. Ich werde als auch teilweise mit einem harten Belag überzogen. So, wenn wir schon mal hier sind. Nee, komm, das passt schon. Ja, das machen wir später, dieses Zeitdingens da. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. So, hallo. Okay, Weggabelung, da sollen wir hin, gell? Ja. Also, wir gehen jetzt zur Weggabelung, Gabelinski, und dann machen wir den Wald. Gut. So. Weggabelung. Ja. Letztens sind wir ja links gegangen, dann müssen wir jetzt halt wohl rechts gehen. Alles klärchen, Papierchen. So. Oh, jetzt sind wir wieder hier? Ja. Hast du nicht verstanden, was er von uns wollte, oder wie? Ich muss ein bisschen Gold sammeln hier. Das ist alles so teuer. So, und dann gehen wir mal dahin. Hoppala, sorry. Ich wollte nicht auf den Kopf hupfen.
Wir kaufen mal ein paar Dinge. Zum Beispiel sowas da. Ja. Und dann noch eins. Ja. Und da auch noch eins. Das geht nicht. Okay. So. Jetzt fühle ich mich besser. Dong. Da drüben waren wir ja schon. So, ich will hier einfach nur ein bisschen Gold noch einsacken. So, da ist ein Zebra. Ja, ich weiß, dass das Gel echt cool ist. Aber das bringt uns gerade wenig. Wir müssen nämlich darüber. So. Sollte reichen. Wir müssen ja jetzt nicht alles haben hier. Warte mal. Das da, aber das da will ich noch haben. Ey. So. Das kann man ja immer gebrauchen. Ich weiß nicht für was, aber kann man gebrauchen. So, dann klettern wir da jetzt halt hoch. Und dann nach rechts, haben sie gesagt. Was steht denn da? Ach, Rambi. Ja, ja. Bin ja schon dabei, du alter Hetzkopf. Also, pass auf. Da müssen wir dann wohl hingehen. Und da hoch, ne? So, und jetzt hat... Da runter. Sollte eigentlich schon reichen, aber weil es so lustig ist, mache ich es einfach nochmal. So, siehst du? Das war nicht so gut. Egal. So, gucke. Gucke. Ein Eichhorn. So, erstmal hier kaputt machen. Und hier natürlich kaputt machen. Mal noch was? Jawohl, hier auch. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht. So. Also ich finde ja, hier sieht es schon mal deutlich besser aus als im Wald. Ah. Oh, da gab es gar nichts. Als im Schneelevel. Also Wald ist mir deutlich lieber als Schnee. Kannst ja kombinieren. Also Schnee im Wald ist cool. Aber nur Schnee ist cooler, aber nicht das cool, was ich meine. Oder so. So, weg da. So. Wie los? Also, okay. Runter mit uns. Gut, dann sind wir jetzt heute schon in 2 Tunnel gehüpft, so rum. Pauline, außerordentlich gehören ihre Fähigkeit, Töne perfekt zu treffen, helfen ihr dabei, ganz schnell zu lesen. Mann, ey. So, also ich habe vor, diesmal ein bisschen Gold mitzunehmen, so wie das da. Ja, klappt eher semi. So, jetzt, hier geht's aber ab, hey. Mann, ich krieg ja hier gar nichts. So, pass auf. Ungefähr hier muss ich hin, oder? Ja, yeah, das finde ich gut. Ich mag Pflanzen. So. Als guter Pelzer findet man halt einfach einen Wald geil. Also nicht geil, aber halt schön. So. Und da. Die Waldschicht, Terrain 3. Unterebene 600. Aha. Na, das ist schon mehr nach meinem Geschmack. Guck mal, das ist grün. Das ist grün. Da oben ist Zeug. Was passiert, wenn ich das da rausrobb? Gibt's Münzen? Okay, dann robb ich das da raus. Man nennt mich der Robespierre, weißt du? Da kann ich wohl nicht hoch, weil da ist Zeugs. Komm raus da. Ja, ich gehe ja schon die Bananen holen. Ich hab's ja nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. So. So. Willkommen im Wald. Hey, da ist jemand. Nehmt euch bei diesen schauerlichen Dornen in Acht. Ja, habe ich vor. Wer bist denn du? Oh, Ach, Hallöchen. Oh, wir haben Gäste. Willkommen, willkommen. leckere Bohnen.
Es betrübt mich, dies zu erwähnen, doch ein ungebetener Gast namens Void machte uns neulich seine Aufwartung. Seitdem verschandeln giftiges Wasser sowie wuchernde Dornen unsere Landschaft. Höchst verdrießlich. Was sagt ihr da? Nach genau diesem Void sucht ihr? Nun, in diesem Falle solltet ihr euch unverzüglich zum Hotel Ovolier begeben. Sicherlich wird die Älteste euch gern bei eurem Vorhaben unterstützen. Aha, nun gut. Ich werde tun, wie mir geheißen. Aber erst werde ich buddeln in die Loch. Ah, Gift. Okay, ich werde nicht buddeln in die Loch. Das ist schlecht. Appel. Aha, da ist schon mal... Bäm. Okay, was ist das hier? Ein Biber? Das sieht aus wie... War das nicht so der erste... Der erste Endgegner? Also Boss von Donkey Kong Country? Weißt du, dieser Gnali oder so, wie er hieß? Oh, das war zu früh. Egal. Apfel. So, hast du auch was zu sagen? Nee, dich kenne ich schon. Mit dir habe ich schon geredet. Und du? So hört, verehrte Gäste. Diesem Samen wohnt eine geheimnisvolle Kraft inne. Trifft er auf einen Baume, sprießt ein Zweig an genau der Stelle, an der er den Baume berührte. Möge dies euch während eures Aufenthaltes in unseren Landen zu Nutzen gereichen. Alles klar, Alter. Ja, vor den Dornen soll ich mich in Acht nehmen. Ja, aber kann ich da nicht wieder so hingehen und die kaputt machen einfach so? Natürlich. Habe ich gelernt. Bäm. Eine Karte. Arr. Jetzt nimm doch das goldene Dingens damit. Pass mal auf. Oh, sorry. War ein Versehen. Das ist aber schön hier. Ah, ist aber schön hier. Ja, ist wirklich schön. Okay, also jetzt muss ich das da höchstwahrscheinlich darüber schmeißen. Flupp. Ohohoho! Schaue die Lilien! Ja, das lasse ich mir mal gefallen. Übrigens kann ich da runtergehen. Aha, habe ich nämlich gerade eben... Oh, was ist denn das hier hübsche? Plömsche. Aber ich darf wohl nicht zu weit, weil da unten ja wieder Gift ist, weißt du? Dann wollen wir ja nicht. Aber irgendwie muss ich... Oh, Moment, was war das für ein großes Radieschen? Ah! Junge! Was bist denn du? Ich will das Gold aber schon haben, ne? Eine Banane. Unter der Federfallinsel, aha. So, irgendwo kommt jetzt dieses Wackelvieh hier. Wo. Also, das will ich nicht nochmal haben, dieses Vieh. Ich weiß nicht, was es war, aber... Das war nicht gut. Da ist er. Alter, wie kriege ich dich platt? Ja, geh weg. Geh weg. Kann ich nicht leiden. Ich muss wahrscheinlich von unten dran hauen. Kann das sein? Prima Brattel. Ich muss da... Irgendwas macht hier ganz komische Geräusche. Noch so ein Vieh irgendwo? Da ist schon wieder da. Ah, ich muss einfach nur überhaupt dran hauen. Okay, alles klar. So. Ja, ich gucke mich ja hier noch ein bisschen um. Da ist er schon wieder. So, jetzt kletter ich da hoch. Und dann kletter ich da. Hallo, Eichhorn. Ja. Eine Banane?
Eine Banane? Kommt denn die her? Kann ja wohl nicht sein. Wo die Äste sich kreuzen. So, okay, danke. Aber hier, ne, wir lassen das noch mit den Fertigkeitspunkten. Ja, das könnte man vielleicht doch gebrauchen. Bananenzardauer wird um 70%, also so generell. Also so generell die Bananenzardauer. Nicht nur die von dem Affen zum Beispiel oder dem Zebra, sondern so generell. Okay, gut zu wissen. So. Aber jetzt pass auf. Also folgendes. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Oh, da drüben ist ein Haus. Okay, da muss ich natürlich hin. Das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar, dass ich hier erstmal ein Häuselein brauche. 100 ist auch nicht wirklich teuer. Erstmal ein Häuschen gebaut. So. Wo geht man hier hin? Wenn ich mal so nonchalant fragen darf. Oh, guck mal wieder raus. Da hängt auch eine Banane. Da ist noch so einer. Okay. Bleib mal hier, Junge. Ja, dann bleib halt nicht hier, ist mir doch egal. Vielleicht da dran. Ah, jetzt hat, pass auf. Hä? Oh. Warte. Ich habe da noch eine Idee. Folgendes. Das da dran. Und dann das da oben dran. Auch nicht. Also erstmal diese Banane hier holen. Nee. Ich habe gerade überlegt, dass ich das dann da hochwerfen kann, weißt du? Aber das scheint es auch nicht zu sein. Ja, wir werden noch viel zu finden haben. Ich glaube, da ist mein Haus irgendwo, gell? So, aber wo sollen wir denn eigentlich hin? Darüber. Oh, hier bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen hier. Da bin ich ein ganz kleines bisschen vom Weg abgekommen. Au. So, das müssen wir erstmal frei machen hier. Ziegel brechen, das ist schon mal wichtig. Weg mit dem Void-Zeug. So. Okay. Guck mal, das sieht aus wie ein V. Oh, da ist was zu lesen. Da muss ich natürlich hingehen. Aus dem Hotelhandbuch. Rätselhafte Baumsamen. Die Walchich ist bekannt für ihre rätselhaften Samen und viele Gäste werden mehr über sie erfahren wollen. Es ist elementar darauf hinzuweisen, dass die Samen an jeder Baumart haften, nicht nur an Zielscheiben. Ach so, an Bäumen. Halt nicht an Metall, aber nicht an Geäst, wie wir gesehen haben. Hier sieht es seltsam aus. Was? Ist das ein Schwein? Ein Schwein. Ah ja, in Donkey Kong Country Returns war das, glaube ich, ein Speicherschwein, soweit ich mich noch erinnern kann. Apfel. Ich finde es super, dass du eine Rübe aus dem Boden ziehst und einen Apfel kriegst. Aber okay. Konzentration. So, und was gibt's hier? Ja, Mann, ich weiß, dass wir eigentlich da hinwollen, aber ja, komm, wir müssen ja ein bisschen hier. Ein Wutzoid mal 5 in der Wald, in dem Wald, in der Wald. Oha. Geht das an hier? Bleib hier. Du Wutzoid. Okay, das war erstaunlich einfach. Ja, der wird zwar einfach, sich einen Stein zu holen. So. Erstaunlich einfach. So. Und nu? Und nu? Sehen wir zu, dass wir hier wieder rauskommen. So. Da wären wir wieder. Also, jetzt
Pass auf. Ich will natürlich da hoch, das ist ganz klar. Oh. Ja, das stimmt. Aber eigentlich will ich nach oben. Immer nach oben. So, und wo bin ich jetzt? Irgendwo in einem Baum. Au, 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 au. Los Donos Carajos. So. Also, ich muss immer noch darüber. Da bin ich nicht so weit gekommen, ne? Ja, komm. Da müssen wir hin. Ja, da sind wir dann abgebogen. Ja, stimmt. Okay. Finde ich jetzt nicht gut, aber... Käfer. Käfer. Da kommt der hoffentlich nicht hoch, oder? Hier, schnell. Schnell speichern. So. All dieses Chaos. Schuld daran trägt nur der ungebetene Gast. Und du? Das große glänzende Ei, das ihr dort seht, ist das Hotel, in dessen Anstellung sich meine Wenigkeit befindet. Die Hoteldirektorin hält sich im obersten Stockwerk auf. Zudem wacht sie als Älteste über diese Schicht. Na, das ist doch was. Na, das ist doch was. So, da haben wir ja morgen ordentlich was zu tun, oder? Gut, danke, haben wir das beschlossen. Tschüss mit Öss, bis morgen.